Ganz herzlich willkommen zur Hour of Prayer heute. Ich bin Andrea Trilby, ich bin Tanz- und Bewegungstherapeutin. Ich bewege mich gerne mit Menschen im Körper und im Geist. Im ICF leite ich die Gebetsoase und mit mir heute erstmalig ist Rebecca Kleister. Freut mich mega, dich dabei zu haben. Und du prägst wesentlich das ICF College mit. Vor allem online. Du bist eine Spezialistin in Sachen digitale Sachen, digitales, hybrides Lernumfeld. Bist an der ETH jetzt angestellt. Ich freue mich mega, dass du hier dabei bist. Du bist eine wahre Priesterin und deswegen freut es mich so, dass du da bist. Genau. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich mega drauf. Ja. Heute ist unser Thema: So bleibst du an Gottes Seite. Das war die Preach vom letzten Mal. Da haben sie sehr auf die Priesterschaft, sind sie sehr drauf eingegangen. Also im Prinzip könnte man auch sagen, du bist in Gottes Priesterteam. Vielleicht denkst du, Priester, damit habe ich eigentlich gar nichts so zu tun, das ist eigentlich gar nicht so meins. Aber es gibt einen wunderschönen Bibelvers dazu. Und der wird jetzt gerade eingeblendet. Willst du mal lesen? Ja, ich lese ihn gerne vor. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wow. Und das sind wir, das ist ein Zuspruch. Das heißt, wir sind die Priester, königliche Priester, ein heiliges Volk. Und der Tobi Teichen hat das so schön gesagt am Sonntag, das ist kein, wie fühle ich mich jetzt gerade geistlich, meinen Puls mal fühlen, fühle ich mich fresh, bin ich jetzt heute priestermäßig dran, sondern Priester ist einfach ein Stand, wie ein Zustand. Oder das bin ich einfach, ich bin es. Und dass ihr verkünden könnt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Das finde ich so schön, die Wohltaten, was er uns getan hat, das tut uns so wohl, das ist so gut. Genau, und heute beschäftigen wir uns mit dem priesterlichen Gebet und es hat 3 Parts. Part 1 ist, wir beschäftigen uns mit dem Opfer. Denkst du, Opfer, das klingt so altmodisch, das ist ja so, das klingt so rauchig und blutig und übel, aber lass dich überraschen, es wird richtig gut. Part 2 ist, wir beschäftigen uns mit Vergebung. Part 3 ist, im Prinzip gehen wir dann zum Thema Fürbitte, weil das ist auch, was die Priester getan haben. Sie sind eingetreten, sie waren Mittler zwischen Mensch und Gott. Das ist eigentlich, wofür ein Priester steht. Ja, wir gehen in den ersten Teil über, das ist der Opferteil. Und wenn man so an Opfer denkt, das ist erstmal so, ne, der Tobi hat auch am Sonntag gesagt, Opfer, das ist wirklich ein Schimpfwort, du Opfer. Aber wenn wir hier von Opfer reden, ist es was ganz anderes. Und zwar, was kann ich eigentlich Gott bringen? Was kann ich ihm geben? Das ist auch so eine Hingabe, so eine Haltung. Gott, im Prinzip will ich mich dir ganz hingeben, mit allem, was ich habe, mit Haut und Haaren, was ich bin. Und was kann ich ihm geben? Was macht ihm denn Freude? Was würdest du sagen? Was macht ihm Freude? Ja, und ich muss gerade dran denken, Opfer, also es ist eigentlich eher ein Geschenk. Ja. Also wir geben ihm was, Genau. was wir ihm aber schenken. Ja. Und also ich finde, ein ganz großes Geschenk ist einfach, Gott einfach unsere Zeit zu geben. Ja. Also das ist was mir sehr, sehr wichtig ist. Zeit haben wir oft nicht viel, ist einfach zu wenig da. Und die Gott zu opfern und ihm das zu schenken, wirklich als was wir ihm geben. Genau. Ja. Genau. Und die Bibel spricht auch von Lobpreisopfer. Das heißt, ich kann ihm das geben, wo ich sage, hey, du bist es wert, geehrt, gelobt, gepriesen zu werden und das gebe ich dir. Ob ich mich danach fühle oder nicht, ich kann es dir einfach geben. Und je schwerer es mir fällt, desto vielleicht umso mehr ein Opfer ist es. Genau. Jetzt gehen wir in was über und zwar haben wir euch einen Song mitgebracht, den werden wir einspielen. Und ihr seht dabei den Liedtext und ihr könnt einfach mitsingen. Du bist zu Hause, wo du bist. Entweder kennst du den Song, es ist ein ICF-Song, All About You, oder du sagst, noch nie gehört, dann kannst du dich einfach hinsetzen, gemütlich und einfach mit einsteigen und dein Herz singen lassen. Einfach vor seinen Thron kommen und mit reingehen. Die Zusammenfassung des Textes auf Deutsch, sage ich mal kurz, es heißt, ich versinke ganz in deiner Gnade, wie in einem tiefen Ozean, ganz eingetaucht, obwohl ich es null verdiene. Ich kann mich dir ganz hingeben.
Also in der Anbetung ein hingegebenes Leben. 1 Million Sterne können deine Herrlichkeit können sie nicht so strahlen wie deine Herrlichkeit. Deine Liebe ist riesig und dein Herz ist freundlich. Ich gebe dir mein Leben und du schreibst meine Geschichte neu. Mega powerful, um dir Lob zu bringen. Es geht nur um dich. Und das wird ganz oft wiederholt. Es geht nur um dich, Jesus. Und das ist auch die Auf-Prayer. Es geht wirklich nur um Jesus hier heute. Das ist Priester sein. Priester sein ist, wir dürfen das Allerheiligste, wir dürfen bei ihm sein. Genau. Seinen Namen erheben. Und dann heißt es weiter in einer Strophe, ich werde weggespült von den Fluten deiner Barmherzigkeit, gewaschen in deiner Liebe verliere ich mich. Ich lasse allen Stolz los und gebe dir meine Stimme zu deiner Ehre. Und das kannst du jetzt auch machen, weil er freut sich mega, deine Stimme zu hören. Es geht nicht darum, ob du perfekt singst oder nicht, es geht einfach darum, mit ihm connecten. Es geht allein um dich, Jesus. Ja. Du betest noch mit uns? Ja, und ich möchte uns noch einen Vers vorlesen, wo das einfach nochmal steht, und zwar Hebräer 13, Vers 15. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, davon haben wir eben gesprochen, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Ja, und ich möchte einfach jetzt noch mit uns beten. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Danke, dass es einfach deine Zeit ist. Und danke, dass du dir immer Zeit nimmst. Du liebst es jetzt einfach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und danke, dass du bei jedem Einzelnen, der jetzt gerade zuschaut, zu Hause da bist und dass du den Raum füllst. Und Jesus, wir geben dir jetzt wirklich alles, was uns gerade noch beschäftigt. Wir lassen unsere Sorgen los, wir lassen unsere To-Do-Liste los, wir bringen dir alle unsere Ängste, alles, was wir gerade so in uns tragen. Das geben wir jetzt dir und wir machen den Raum auf, damit du kommen kannst, Jesus. Und wir geben dir jetzt diese Zeit und sie gehört dir. Und es geht nur um dich. Das ist deine Zeit und it's all about you. Amen. Amen. I'm sinking down in grace deeper than the ocean, fully immersed, though I don't deserve. What could I give but a life laid down in worship? A billion stars can't outshine your glory. Your love is vast and your heart is kind. I give you my life and you rewrite my story to bring you praise.
Gut, so schön mit euch zusammen zu singen. So sind wir connected. Wir bleiben einfach in dieser Haltung der Anbetung. Und ihr dürft gerne in den Chat schreiben, wofür bin ich Gott dankbar? Was gefällt mir an ihm? Welche Eigenschaft? Was schätze ich so an Gott, an meinem Gott? Und das kommt dann so zusammen und so wollen wir ihn ehren und ihn groß machen. Yes. Ja, danke Jesus für deine Zugewandtheit. Danke für deine Nähe. Danke für deine Liebe. Ja. Danke, bist du einfach da und nimmst du dir Zeit für uns. Ja. Und wir lieben einfach deine Gegenwart. Ja. Wenn du die Atmosphäre bestimmst, dann verändert sich alles. Und du bist so mächtig, du bist so heilig, du weißt genau, was du tust. Und du bist uns so zugewandt, du bist so für uns und das tut uns so gut. Ja. Ja. Und danke, bist du der König auf dem Thron, aber gleichzeitig bist du uns so nah Ja. und bist ein Freund an unserer Seite. Und danke, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Danke, dass wir dich erleben dürfen. Ja. Danke, dass du wirklich es liebst, uns einfach nahe zu sein und uns zu beschenken. Und auch wenn Menschen verlassen, du bist da und du bleibst an unserer Seite. Und du änderst dich nicht und wir können uns so 100% auf dich verlassen. Und das schätze ich mega an dir, dass du der Gleiche bist. Ja. Und wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und wir staunen immer mehr, je mehr wir dich kennenlernen, wie tief deine Liebe ist, deine Wahrheiten, die du aussprichst in unser Leben. Jedes Wort von dir hat so Gewicht und hat Kraft, Gott. Ja. Ja. Dein Licht strahlt in die Dunkelheit und verändert. Ja. Und du strahlst in unser Leben und du veränderst. Ja. Du bist unsere Hoffnung. Ja. Du bist unser Fürsprecher. Und danke, bist du ein Gott der Weiterentwicklung. Du lässt uns niemals an einem Punkt stehen. Du trägst uns weiter und du gibst uns das, was wir brauchen, um einfach weiterzukommen. Und du bist unser Versorger. Ja, wie Jireh, danke, dass du uns wirklich das gibst, was wir brauchen. Danke, Jesus. Du bist so durch und durch gut. Ja. Du bist motiviert aus reiner Liebe. Danke für deinen liebevollen Blick, den du für uns hast. Du siehst nicht unsere Fehler, das, was wir falsch machen, da wo wir vielleicht drauf schauen, sondern du siehst das, was du in uns gelegt hast. Und du hast immer einen liebevollen Blick auf uns und du meinst es immer gut mit uns. Ja. Danke, Jesus. Und ich schätze so deine Freundschaft. Ja. Und danke, Jesus, dass dir alles, was uns betrifft, einfach wichtig ist. Ja. Jede Kleinigkeit. Danke, dass wir sogar zusammen mit dir kochen dürfen, dass wir unsere Kleider mit dir aussuchen dürfen, dass dir einfach wirklich jeder Bereich, den uns beschäftigt, dich einfach auch beschäftigt. Und du da reinkommst und du ihn füllst mit deinem Glanz. Danke. Ja, und danke, dass du sagst, dass unser Körper ein Tempel ist vom Heiligen Geist, dass du wohnst in unserem Innersten. Und ich danke dir für alles, was du zu uns sprichst, für alles, was du uns zuflüsterst. Ich danke dir für deine Hilfe, für deine Hilfsbereitschaft. Dafür bin ich dir so dankbar, dass du ein Gott bist, der gerne hilft. Ja. Und so aufmerksam ist. Amen. 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 Wow. So schön. Danke, Jesus. Ja, vielen Dank, dass ihr so mitmacht in der Anbetung. Und Gott hat genau das auch gehört, was du ihm jetzt gesagt hast. Ja, vielleicht ist einem auch nicht immer nach
Lobpreis zumute, vielleicht war es dir jetzt auch nicht so zumute, aber es kann wirklich was verändern dann auch im Klima. Das ist Klimawandel. Das gefällt mir. Genau. Ja, und ich merke auch so, wie es meinen Blick verändert. Weg von dem, was gerade schlecht läuft, was mich bedrückt, hin zu dem, was einfach immer gleich ist. Und das ist einfach Jesus. Ja. Und was mich hält, wer mich hält in dem Ganzen. Ja. In dem Sturm des Lebens, wenn es wirklich drauf und drüber und runter geht und genau, in alle möglichen Richtungen. Ich war mal mit dem Fahrrad unterwegs und habe so meinen Gedanken bin ich so nachgehangen und dann habe ich angefangen zu beten und dann kam mir so der Gedanke, ja, jetzt wäre es eigentlich gut noch zu singen, ne? Aber mir war null nach Singen zumute. Ich so, ach, jetzt auch noch, ja, wäre schön vielleicht, ne? Und dann habe ich gesagt, Heiliger Geist. Und dann fing es einfach an, in mir zu singen. Dann habe ich den Switch geschafft und habe einfach angefangen zu singen. Dann bin ich weitergefahren und ich so, oh, ich bin ja am Singen. Und es ist nicht schwer, weil er uns so gerne hilft. Ja. Und er hilft uns in der Anbetung sogar, sagt er. Und das gefällt dem Vater. Was sucht er? Er sucht Anbeter. Er sucht nicht Top-Manager, er sucht nicht super aussehende Leute, er sucht nicht Qualifikation, er sucht Anbeter. Und das ist so schön, weil er so Herz zu Herz die Verbindung liebt. Ja, und ich glaube, das ist auch das, wir sind berufen, Gott anzubeten. Darum sind wir geschaffen. Er hat uns gemacht, dass wir ihn anbeten. Und das ist was in uns drin liegt. Und ich glaube, da dürfen wir auch einfach wirklich wegschauen von dem, was gerade um uns rum ist und einfach zu unserer Berufung einfach stehen und das tun. Ja. Und wirklich da auch den Heiligen Geist einladen, genau in uns zu singen. Das ist wirklich mega kraftvoll. Ja. Eben, dass er es so gerne hat. Ne? Das ist ja auch, wenn jemand dir was sagt und es kommt an. Jemand sagt, oh. Und ich glaube, Gott sagt es auch oft, wenn du ihm was Schönes sagst, sagt er, oh. Ja, und das freut einen ja auch. Ich habe noch einen anderen Vers, und zwar aus Lukas 5, 12 bis 13. Da heißt es, willst du es? Gerne. Ja. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Wow. Genau. Mega stark. Ich will das mal gerade veranschaulichen. Rebecca weiß es gar nicht, dass ich das mache. Also, leg doch einfach mal deinen Kopf auf hier. Also es heißt, er hat wirklich so sein Angesicht hingelegt und hat gesagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Sag's nochmal. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann hat Jesus, der hohe Priester, das getan, was es eigentlich kein Priester tun darf. Hat die Hand ausgestreckt und hat gesagt, ich will. Und hat berührt. Und das ist Jesus. Das ist Jesus. Er streckt seine Hand aus und berührt. Und reinigt. Kannst gerade mal check. Genau. Kurzes Anspiel hier auch. Ja. Und dann ist komplett gereinigt worden. Und ein anderes Wort für reinigen ist auch vergeben und heilen. Und er hat dann geheilt. Das, was alttestamentlich kein Priester tun dürfte, sonst hätte er sich selber verunreinigt. Ja. Und Jesus sagt, hey, ich gehe einen Schritt weiter, ich reinige dich. Und wenn wir sagen, wir sind auch Priester, wir sind auch berufen in die Priesterschaft, dann können wir das auch Jesus nachmachen und die Hand ausstrecken zu Leuten, wo wir eigentlich denken, die würde ich niemals im Leben nicht anfassen wollen. Die sind für mich wirklich Abscheu, weil sie das getan haben, das Unaussprechliche, was gar nicht geht, mir oder anderen, was sie mir angetan haben. Und ich glaube, wir dürfen jetzt mit Jesus das machen, unsere Hand ausstrecken zu den Leuten, ohne zu beschönigen, was sie gemacht haben. Ich sage nicht, ich finde gut, was du gemacht hast. Ich sage nicht, gar nicht so schlimm oder ja, das haben viele einen Aussatz oder so. Nee, ich sage, es ist schlimm, aber ich strecke die Hand aus und ich vergebe. Ich mache etwas, was switcht. Und dabei lege ich
das Verurteilende ab und das Bewertende ab. Ich sage einfach, ich vergebe. Und das ist das Hammer Gebet, was Jesus gesprochen hat am Kreuz, das allerletzte Gebet. Die letzten Worte sind immer die powervollsten, weil die zeigen wirklich, was in einem abgeht. Und da hat Jesus gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und man könnte denken, ja, wussten sie nicht, was sie getan haben? Also ich denke, die wussten schon sehr gut, wie Kreuzigen geht. Die wussten sehr gut, dass sie ihn bespuckt haben, verspottet haben, das ganze Programm. Sie haben ihn niedergemacht. Sie wollten ihn kreuzigen. Sie haben eindeutig alle geschrien, kreuzige ihn. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum sagt er das? Weil ich glaube, er hat gesehen, die haben keinen Plan. Die haben keinen Plan, wer ich eigentlich bin. Die haben keinen Plan, wen sie eigentlich kreuzigen, was sie damit auslösen. Und ich sehe die Macht, die dahinter steht. Ich sehe die finsteren Mächte, die sie antreiben, das zu tun. Die haben wirklich keinen Plan. Jetzt wollen wir es umsetzen in die Praxis. Das heißt, du kannst jetzt mal deine Augen schließen und dir mal vom Heiligen Geist zeigen lassen, wer da erscheint vor deinem inneren Auge, wo du denkst, ey, der hat Vergebung sowas von nicht verdient. Und der ist wirklich unmöglich zu mir gewesen. Oder der hat das jemand anderem angetan. Und Jesus, wir strecken jetzt unsere Hand aus und sagen, Gott, ich lasse jetzt das Undenkbare, das Unfassbare, das Schambesetzte, lasse ich los. Und ich spreche diesem Täter zu. Ich spreche ihm das Unaussprechliche, Undenkbare zu. Ich sage, Vater, vergib ihm oder ihr, denn diese Person wusste nicht, was sie tat. Ja. Sie wusste nicht, was sie tat. Und Gott, ich lege jetzt mein richterliches Gewand ab vor dir. Ich bewerte nicht mehr. Und ich empfange das reine weiße Gewand von dir. Unbefleckt. Und weil ich es habe, weil ich begnadigt worden bin von höchster Stelle, deswegen spreche ich jetzt auch Gnade aus über der Person, die echt mir schreckliche Schmerzen zugefügt hat. Das sehr, sehr tief und sehr wehgetan hat. Und ich lasse los und ich sage, Jesus, bitte offeriere ihr, dieser Person auch so ein weißes Gewand. Schenke du ihr das, was du mir geschenkt hast. Und sieh das jetzt vor deinem inneren Auge. Danke Gott, danke Gott. Danke Gott für dieses weiße Gewand, das sich viel besser anfühlt als das Richtergewand, das kratzt. Danke, dass sich deine Vergebung ausbreitet. Danke, dass heute was passiert ist, dass es heute was, ein Meilenstein passiert ist, wo ich losgelassen habe, was ich so lange festgehalten habe. Danke Gott. Und dass es einen Schritt weitergehen. Leute, es ist ein Schritt weitergehen. Und zwar, wieso ist das so? Weil ich sage nicht, ich vergebe dir, aber ich will, dass du in der Hölle schmorst. Ich sage, ich vergebe dir und ich sage, Gott, bitte vergib dieser Person auch. Und das ist das Undenkbare, was Jesus getan hat. Und das ist, was wir machen dürfen. Das ist mega, mega befreiend, mega stark. Und das führt uns in eine Freiheit zu leben. Das ist ein Leben nach göttlichem Geschmack. Da kommt was anderes rein, eine andere Farbe kommt in dein Leben, eine andere Melodie kommt in dein Leben, eine andere Background-Musik. Amen. Wow. Amen. Voll. Amen. Und das war wirklich so ein Eye-Opener für mich, hat wirklich meine Augen geöffnet. Und das praktiziere ich in großen und in kleinen Dingen jetzt. Letzte Woche war Elterngespräch mit der Lehrerin von meinem Sohn. Mein Sohn ist kein Engel. Und dann
Lehrerin war auch, ja, egal. Und dann bin ich wirklich vorher, habe ich gebetet, Vater, vergib meinem Sohn, denn er wusste nicht, was er tut. Vater, vergib der Lehrerin, denn sie wusste nicht, was sie tut. Und das ist so befreiend, nicht zu denken, ey, eigentlich das falsch, das falsch, das falsch. Wir können ja immer schön aufzählen, weil wir das so klar sehen. Ne? Und dann bin ich in dieses Elterngespräch reingegangen. Mein Sohn war auch da. Und innerlich war ich so entspannt, weil ich hatte voll vergeben, beiden Seiten vergeben. Dann haben die beiden Seiten sich ausgetauscht. Die Lehrerin, ne, du bist wahrscheinlich sauer auf mich, zu ihm. Er so, ja. Ich war dabei so entspannt, unter meiner Maske weiter gebetet. Und dann haben die das so geklärt. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht alles heile Welt, leider nicht. Aber in mir ist heile Welt. Und das ist der Unterschied. Und ich glaube, das ist, was Gott uns schenken möchte, dass in uns eine heile Welt ist. Auch wenn drumherum noch nicht alles geklärt ist. Genau. Ja. Wow. Amen. Wow. Amen. So stark. Danke. Yes, das ist gut. Das ist so unverdient. Und das ist Amazing Grace praktisch. Genau. Das ist Freispruch. Freispruchleben. Yes, so gut. Wir gehen weiter. Punkt 3 haben wir gesagt, ist Fürbitte, was ein Priester tut. Wir haben da auch nochmal einen schönen Bibelvers dazu. Ja, Hebräer 4, ich lese ihn gerne vor. Jesus, unser oberster Priester, tritt bei Gott für uns ein. Lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu dem wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet, Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen hat. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Wow, ich finde das immer so bewegend und das haben wir ja eben getan. Wir sind vor den Thron Gottes gegangen. Lobpreis bedeutet, sich einfach wirklich vor den Thron Gottes zu begeben und wir dürfen das einfach tun. Ich finde das jedes Mal so berührend, dass wir wirklich einen obersten Priester haben, der im Heiligtum sitzt und wir dürfen dort einfach eintreten. Genau, genau. Und da ist immer Liebe und Erbarmen. Ja. Immer. Ja. Und wenn du sagst, eigentlich kenne ich gar nicht ein Zuhause, ich weiß eigentlich gar nicht, was Zuhause wirklich ist, oder ich bin immer noch auf der Suche nach einem wahren Zuhause, das ist unser Zuhause, vor seinem Thron, wo wir immer Liebe und Erbarmen finden. Es ist so schön, Jesus hat alles durchgemacht, alles Traumatisierende durchgemacht, alles durchgemacht von vorne bis hinten. Er wurde verraten, also, ne? Und er versteht uns so gut, so gut, so gut. Und es war nicht nur ein kurzer Aufschritt, hallo Leute, ich bin der Sohn Gottes, ich bin wieder weg in einem Monat. Nee, das waren 33 Jahre. Und das finde ich so berührend. Er weiß wirklich, wie es uns geht. Deswegen dürfen wir vor ihn kommen. Und wir dürfen auch Leute mitbringen zu ihm. Das ist das Schöne und das ist Fürbitte. Das heißt, wir dürfen Leute hinbringen, die uns auch wichtig sind. Ja. Und Rebecca, du liebst es, Fürbitte zu machen. Total. Das ist so schön. Und zwar die Rebecca, ich habe ja schon ein paar Mal auf Prayer gemacht, dann sagt sie, oh, ich bete gerne für dich, ich bete voll gerne für dich. Ich so, ach, wie schön. Ja, ich trage es mir genau ein. Wann ist es? Und dann trägt sie sich noch eine halbe Stunde vorher ein schon. Und dann weiß ich, sie betet einfach in der Zeit für mich. Und das ist mega schön. Das ist mega schön. Und ich liebe es total. Für mich ist es einfach eine totale Freude. Also Fürbitte ist, glaube ich, vielleicht für manche einfach was Anstrengendes oder man muss es tun. Und für mich ist es wirklich einfach ein Privileg, das tun zu dürfen. Wirklich meine Anliegen und auch stellvertretend für andere einfach vor Gott zu bringen. Und ich weiß, er hört es und er liebt es total, wenn wir das tun. Ja. Und findest du es nicht manchmal anstrengend oder schwer, wenn wirklich so ein Hammeranliegen kommt, wo du denkst, es überrollt mich jetzt gerade seelisch? Ich kriege gerade gar keine Luft mehr. Also ich merke, wenn ich Themen habe, an denen ich wirklich lange dran bin, manchmal über Jahre, da habe ich immer wieder Phasen, wo ich merke,
dass es mir schwerfällt, es auszusprechen und ich mir auch denke, Jesus, warum tust du einfach noch nichts? Und ich auch, wie so ins Zweifeln vielleicht komme. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es sich einfach lohnt, dran zu bleiben und ich es trotzdem ausspreche, auch wenn ich mich an manchen Tagen nicht so fühle, dass ich sage, heute für dieses Anliegen schon wieder vor Gott zu kommen, fällt mir wirklich schwer, aber ich mache es einfach, weil ich wirklich erlebt habe, auch wie Gott, auch gerade bei Dingen, für die ich lange gebetet habe, wirklich sich einfach groß zeigt. Und ein Beispiel, was ich gerne teilen will, ist, ich habe eine Freundin, die hat sich sehr gewünscht, schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen und es hat einfach nicht funktioniert und dann hat Gott sie mir aufs Herz gelegt und ich habe wirklich über ein Jahr lang jeden Tag ausgesprochen, ich bin vor Gottes Thron gekommen und habe wirklich Fruchtbarkeit über ihr ausgesprochen und Gott gebeten, ihr ein Kind zu schenken. Und gerade wenn ich jetzt daran zurückdenke, gab es wirklich Tage, wo ich dachte, Jesus, warum muss sie jetzt noch leiden? Und ich selbst mich aber so gefühlt habe, ich konnte meiner Freundin nicht helfen, aber ich durfte das tun, was ich tun darf als Priesterin, einfach vor den Thron kommen und wirklich für sie einstehen. Und für mich war das, nach einem Jahr ist sie wirklich schwanger geworden und für mich war das so ein krasses Gebetswunder und hat mich in dem auch so bestärkt, einfach dran zu bleiben und wie kraftvoll es ist, wenn wir einfach jeden Tag, und es hat mich nicht viel Zeit gekostet, ich habe 10 Sekunden das jeden Tag einfach ausgesprochen am Morgen und dann war es bei Gott platziert. Aber wie kraftvoll das ist und wie Jesus es liebt, wenn wir wirklich einfach ihm unsere Anliegen bringen und wie er Wunder tut. Ja. Und das ist eine Ermutigung fürs Dranbleiben. Ja. Vielleicht denkst du, ich habe jetzt wirklich schon ein halbes Jahr für die Person gebetet und nichts passiert irgendwie, nichts ändert sich, sogar das Gegenteil noch. Das ist eine Ermutigung fürs Dranbleiben. Ja. Und wirklich auch, also das ist so ein Erlebnis für mich, was in mir drin, also wenn ich jetzt gerade noch dran denke, mich hat es so meinen Glauben gestärkt und einfach, mich wirklich darin bestärkt und ich ermutige euch wirklich dran zu bleiben, für eure Themen einzustehen. Ja, das ist gut. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich bin nicht eine Künstlerin im Dranbleiben. Ich bin mehr in dem, was liegt gerade an? Und das ist wirklich ermutigend. Ja, okay, und dafür bete ich, was mir wirklich wichtig ist. Vielleicht ist eine Sache gerade, wo du denkst, okay, in die möchte ich rein investieren. Das ist es mir gerade wert. Da bleibe ich jetzt dran. Genau. Ja. Und Gott hilft mir, Heiliger Geist hilft mir dran zu bleiben, weil es ist vielleicht nicht immer easy. Ja. Genau. Ja. Und auch, was ich liebe, einfach das zu nehmen, was Gott einem gibt. Oft sind wir vielleicht die sich für Themen verantwortlich fühlen, in die Fürbitte zu gehen, die gar nicht auf unserem Herzen wie so liegen, die sich so schwer anfühlen. Ich merke immer, wenn Jesus mir einfach, ich sage immer so Menschen vorbeischickt oder einfach Menschen aufs Herz legt oder einen Gedanken gibt an jemanden, dann fällt es mir auch oft einfach leicht. Und diese Impulse einfach aufzunehmen, mir nicht zu überlegen, für wen muss ich noch alles einstehen, sondern einfach auch, Jesus zu fragen, wen gibst du mir jetzt gerade aufs Herz, wo darf ich dranbleiben, wo darf ich jetzt einfach einstehen. Ja. Und hier im Chat hat jemand gerade geschrieben, zusammen unterwegs. Das ist das Starke, zusammen unterwegs. Da hast du auch viel erlebt, Rebecca, du praktizierst das. Genau. Stichwort Zweierschaft, willst du es ein bisschen erklären? Ja, das ist auch was ich über die Jahre gemerkt habe, was mir sehr, sehr wertvoll geworden ist, nicht nur alleine dafür bitte einzustehen und, sage ich mal, einsam die Themen vor Gott zu bringen, sondern sich wirklich Menschen zu suchen, mit denen man regelmäßig oder unregelmäßig einfach in einer Zweierschaft, also einfach zusammen, zu zweit, sich trifft, online oder vor Ort und wirklich zusammen betet für die Themen. Und es ist ganz lustig, weil ich habe mir eigentlich meine Zweierschaften, ich war nie auf der Suche danach, sondern sie sind mir eigentlich immer zugeführt worden. Und ich hatte jetzt gerade eine Freundin, mit der ich mich jetzt immer treffe zum Beten. Ich kannte sie gar nicht so gut und ich hatte auf dem Herzen, sie zu fragen, ob wir vielleicht zusammen beten wollen. Und dann war mir das aber so ein bisschen, was denkt sie davon und findet sie das gut? Und ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen. Und Jesus hat ihr zur gleichen Zeit wirklich aufs Herz gelegt, dass sie mich fragen soll. Und sie war mutig und hat mir geschrieben.
Und dann war es für mich so, wow, wie toll, das ist einfach ein Match. Und jetzt treffen wir uns einmal in der Woche für eine halbe Stunde. Und ich unterbreche mal gerade, es muss gar nicht lang sein. Halbe Stunde. Ja, und was macht ihr dann? Genau, wir tauschen uns kurz aus. Was sind gerade unsere Anliegen, wie geht's uns? Aber wirklich knapp und dann beten wir einfach füreinander. Und nehmen das, was wir vielleicht als Anliegen schon auf dem Herzen haben, die wir mitgebracht haben, für die stehen wir gemeinsam ein. Aber oft ist es auch so, dass der Heilige Geist uns einfach führt und uns einfach noch Themen zeigt, für die wir einfach einstehen dürfen. Und ich liebe das total, weil ich weiß, es ist bei ihr platziert und alleine zu hören, dass ein anderer für mich betet, für meine Anliegen mit einsteht. Und ich darf umgekehrt genauso sie unterstützen im Gebet und darf das mitnehmen. Und oft erinnert mich der Heilige Geist unter der Woche auch dran und zeigt mir nochmal meine Freundin auf und dann denke ich, ach ja, die Themen waren das und dann spreche ich sie einfach kurz aus und das hat so eine Power. Es hat wirklich eine Power. Und auch wirklich gemeinsam, auch da das Dranbleiben, mir erleichtert es total, das Dranbleiben. Ich habe eine andere Freundin, mit der ich bete und ich hatte jetzt eine Zeit, ich war jetzt 1 Jahr lang arbeitslos und war auf Jobsuche und das war nicht so einfach. Ich habe mir einfach sehr einen Job gewünscht durch Corona, es war einfach eine schwierige Zeit. Und sie war diejenige, die jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben zum Beten, ausgesprochen hat, dass ich einen richtig guten Job von Jesus bekomme und dass es einfach gut wird. Und ich habe gemerkt, ich hatte diesen Glauben gar nicht so stark. Und ich war ihr so dankbar, dass sie meinen Glauben eigentlich gestärkt hat, weil sie voller Kraft das ausgesprochen hat. Und auch da durften wir jetzt wirklich ein Wunder erleben. Ich habe einen Job gefunden und er ist, es ist wirklich jetzt, wenn ich das sehe, kann ich das auch noch viel mehr aus Gottes Hand einfach nehmen, weil ich weiß, er hat unsere Bitten einfach gehört und er ist der es einfach liebt, uns zu beschenken. Ja. Und das ist schön, ne? Wie du das sagst, das ist so ein bisschen wie so Schulter an Schulter. Komm mal her, wir zeigen es mal. Ja, genau, Schulter an Schulter. Wir sind zusammen unterwegs. Und wenn du gerade da down bist, dann halte ich das Schild des Glaubens vor dich, damit der Feind nicht dich erwischt. Weil manchmal denkst du, das für mich selber zu glauben, habe ich echt keine Kraft mehr. Aber für jemand anders zu glauben, ist einfacher oftmals. Ja, total. Oder reinzusprechen, hey, du kriegst den besten Job. Ja, Amen. Genau. Ja. Möchtest du gerade beten für die Leute, die sagen, ja, schön für dich, hast du jemanden gefunden, mit dem du beten kannst, habe ich jetzt nicht, dass wirklich so Zweierschaften entstehen? Ja, total gerne. Jesus, und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Gemeinschaft geschaffen hat. Du liebst es, wenn wir wirklich zusammenkommen. Und du sagst, da wo 2 oder 3 in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Und ich segne jetzt jede Person, die gerade zuschaut. Jesus, ich segne sie mit einfach guten Ideen von dir und mit einer Freude daran, wirklich einfach in sich reinzuhören und dich zu fragen, wo gibt es Personen in ihrem Umfeld, in ihrem Leben, mit denen sie beten können. Und ich segne dich mit einer Freude daran, wirklich auf die Suche zu gehen und dir zu überlegen und anzufangen und wirklich mit Mut Personen anzusprechen. Und ich befehle jetzt auch einfach allem Geist der Angst zu gehen. Angst davor, dass die andere Person das ablehnen könnte. Und ich segne euch wirklich jetzt einfach mit einer Freude daran, euch Menschen zu suchen, mit denen ihr zusammen wirklich im Gebet einstehen dürft und die euch mit durchtragen. Ja. Und danke, Jesus, dass du es liebst, uns wirklich Menschen in unser Leben zu stellen und jedem Einzelnen, der jetzt gerade zuschaut, wirklich Menschen an die Seite zu stellen. Vielleicht auch online, es muss nicht immer vor Ort sein. Jesus, du hast Wege, die wirklich einfach größer sind als das, was wir uns vorstellen können. Und dafür danke ich dir, dass du jetzt einfach Türen auftust und dass du jetzt Menschen zusammenführen wirst, die wirklich gemeinsam einfach vor deinen Thron kommen dürfen. Amen. Amen. So gut. Sind wir mal gespannt, wen der Heilige Geist dir so aufzeigt und was da entsteht. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr gut. Danke. Ja, jetzt hast du noch was mitgebracht, Rebecca. Du hast da so ein schönes Buch. Ja, also was mir total hilft, was ich gemerkt habe, ist einfach aufschreiben,
zum einen Gebete aufzuschreiben, da merke ich, dass ich mich besser konzentrieren kann und es mir einfach leichter fällt und zum anderen einfach wirklich die Anliegen, die ich vor Gott bringen darf, aufzuschreiben. Und ich zeige euch einfach mal kurz, ist einfach ein Buch und ich habe mir solche Post-its gemacht, die verschiedene Themen haben. Ich mache es im Moment so, dass ich einfach jeden Tag für unterschiedliche Themen einstehe. Zum Beispiel an einem Tag gehe ich in die Fürbitte für meine Familie, für Ehen, für Durchbrüche, für die Nation, für Heilung. Das sind einfach so verschiedene Themen für Leiterschaft, die Jesus mir so aufs Herz gelegt hat. Und da stehen dann einfach ganz viele Namen und die Listen werden auch immer erweitert. Und mir hilft es total. Ich nehme mir dann den Zettel und gehe auf die Seite, die gerade frei ist, lege mir nebendran und fange einfach an zu beten und schreibe das einfach auf. Und so brauche ich nicht in meinem Kopf noch zu überlegen, habe ich jetzt an alle gedacht, sondern sie sind da einfach drauf platziert. Und ich finde es super wertvoll, wirklich auch verschiedene Themen zu haben und nicht den Stress zu haben, jeden Tag muss ich alles das ist gut. in eine Zeit kriegen. Genau. Und ich liebe es auch total, wie, sieht man, sind nochmal neue Post-its, wie Jesus mir einfach auch neue Themen aufs Herz legt. Und manche Themen, die sind einfach dann abgeschlossen. Oder bei Heilung liebe ich es total, wenn einfach die Heilung wirklich passiert ist. Und dann ist das Thema abgeschlossen und dann kommt vielleicht ein neues Thema. Dann kommt es in das Dankesbuch rein. Ja. In das Neue. Genau. Und was super wertvoll ist, ich habe heute Morgen einfach nochmal durchgeblättert, wirklich zu schauen, für was habe ich am 2.12.2019 gebetet und was ist davon vielleicht wirklich schon passiert, wofür darf ich dankbar sein oder an welchem Punkt haben Menschen da gestanden, wo stehen sie heute, wo sehe ich wirklich Veränderungen, die Jesus geschaffen hat. Ja. Und das hilft mir total, das ermutigt mich total. Das lässt mich einfach auch immer wieder neu Gottes Größe sehen. Und das bestärkt mich einfach drin. Und das möchte ich euch einfach auch mitgeben, diese Ermutigung, bleibt einfach dran und schreibt es euch auf. Es hilft wirklich, einfach auch nicht zu vergessen, auch die Dinge, die wir schon erlebt haben, wirklich mal wieder zu nehmen. Sehr schön, danke Rebecca. Das gefällt mir, weil es ist so praktisch. Genau. Ich liebe praktisch, ihr auch, ne? Genau. Und wenn ich aufschreibe, dann ist es wirklich auch, dann habe ich es von meiner Seele geschrieben und ich habe es ihm quasi schriftlich eingereicht. So gut. Und eins fällt mir noch ein, manchmal ist es ja auch so, dass man einfach keine Zeit hat, einen stressigen Tag vor sich hat oder am Morgen zu spät aufgestanden ist. Und ich liebe es einfach, dass ich auch einfach meine Hand auf das Buch legen darf und sagen kann, Jesus, du siehst alle Anliegen und ich platziere sie jetzt bei dir. Genau, also, das ist gut. Genau. Das ist wirklich gut. Ja. Und es ist was anderes, ob ich in den Chat schreibe, meine Gebetsanliegen, oder ob ich es ihm hinschreibe. Ne? Ich glaube, wir Christen sind manchmal so ein bisschen so, dafür beten, es kann ein bisschen anstrengend, ich schreibe es mal in den Chat rein. Und Gott hat nicht gesagt, werfe deine Anliegen in den Chat, sondern werfe deine Anliegen auf mich. Oh, Amen. Amen. Und das ist, was wir machen wollen. Es muss nicht die ganze Welt mobilisiert werden. Es hilft, Unterstützung zu haben. Das haben wir gerade gesagt. Wenn jemand mit mir ist an meiner Seite und für mich betet, keine Frage. Wir sind so dafür. Aber es muss nicht immer nur verbreitet werden. Muss nicht. Kann, muss aber nicht. Genau. Jetzt, und ein Beispiel dazu, was mir noch gekommen ist, mein Sohn, wenn er zu mir kommt, muss er nicht mit seinen ganzen Freunden kommen, um fürs Anliegen zu plädieren. Wenn ich weiß, er fragt mich mit Vertrauen in seinem Herzen und das ist ein gutes Anliegen, dann gebe ich es ihm noch so gerne. Wenn er sich eins macht mit seinem Bruder und zu mir kommt und sie mich für was Gutes fragen, dann haben sie es quasi. Genau, so ist es. Ja, genau. Die Priester, nochmal darauf zurückzukommen, die hatten ja so die 12 Stämme auf ihrem, wie heißt es? Priestergewand. Ja, genau, so, ne? So, genau. Vorsicht, so, die 12 Stämme. Und damit sind sie vor Gottes Thron gekommen, beziehungsweise ins Allerheiligste gekommen.
und hatten das so vor sich. Und vielleicht denkst du, oh ja, ich habe auch die Verse. Oder wenn du jetzt gerade auch was zu schreiben hast, kannst du dir auch 12 aufschreiben. Ich habe das gestern mal ausprobiert. Da war sogar der Hund von einer Freundin dabei. Ich so, ach, ist ja interessant. Also einfach mal aufschreiben, was dir gerade auf dem Herzen ist, wer dir kommt. Vielleicht ist es auch eine Situation, was dir so kommt. Und dann sagen, okay Gott, und ich bin jetzt vor dir mit dem. Und ich bitte dich einfach, dass du die Anliegen, dass du da übernimmst. Dass du da übernimmst. Und einmal war ich so in Gottes Gegenwart und hatte eine ganz schöne Zeit mit dir. Und dann hat Gott gesagt, ich kümmere mich übrigens auch um deine ganzen Anliegen und um die ganzen Leute, die dir auf dem Herzen sind. Und ich so, oh, das ist aber schön. Ich habe gar nichts gesagt. Aber er sieht es ja auch. Und das finde ich so aufmerksam und so liebevoll von ihm, oder? Ja. Und das ist das, was uns bewegt, ist ihm genauso wichtig und bewegt genauso sein Herz. Genau. Und ich glaube umgekehrt auch, das, was sein Herz bewegt, legt er uns aufs Herz, wo er möchte, dass wir wirklich eintreten auch dafür. Ja. Genau. Wow. Genau. Gut. Ich überlege jetzt gerade, wollen wir noch gerade mit euch zusammen beten für die Anliegen, die wir jetzt quasi gesammelt haben? Ich bete jetzt gerade noch dafür. Ich habe gerade Freude dafür. Danke, Jesus. Du weißt, was ich jetzt da alles angesammelt habe, was wir alles aufgeschrieben haben oder was uns so bewusst ist, was alles auf unserem Herzen liegt. Und ich danke dir, dass du das gerne übernimmst, dass du deine Hände ausstreckst und sagst, gib's mir. Ich nehme es so gerne, ich kümmere mich so gerne um deine Anliegen. Und ich danke dir, dass du uns befreist. Wir sind nicht geschaffen, dass wir alles mit uns rumschleppen oder uns Sorgen machen. Wir werfen es wirklich alles auf dich, die Personen, die Situationen, die Anliegen. Ja. Danke, kümmerst du dich darum. Und Jesus, wir bringen dir wirklich unsere tiefsten Wünsche, unsere Sehnsüchte, aber auch unsere Themen, wo wir uns einfach Sorgen machen, unsere Ängste, da wo Themen auch schambehaftet sind, wo wir uns nicht trauen, vor dich zu kommen. Ja, da spreche ich jetzt Freiheit aus, dass wirklich der Weg wieder frei ist, durch dich, Jesus, zum Vater zu kommen. Amen. Ich sage euch noch ein schönes Bild, was Gott mir gegeben hat. Und zwar, ich habe in der Psychiatrie mal geschafft und da kriegt man ziemlich viel heftige Sachen mit. Ja? Und dann gebe ich mich da ganz rein mit allem, was ich habe und bin. Und am Ende des Tages bin ich ziemlich K.O. Aber ich denke mir, Mensch, die Leute, die tun mir so leid, das tut mir so weh für sie. Und ich so, Gott, ich bringe sie alle noch vor dich. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich habe gar nicht die Kapazität, jetzt noch groß für die zu beten. Schaffe ich einfach gar nicht. Und ich muss ja irgendwie auch Feierabend und mal aufatmen können. Ich so, Gott, wie jetzt? Wie geht das? Und dann hat er mir ein Bild gezeigt, und zwar von so einem Sessellift. Und hat gesagt, du darfst jeden Abend die Leute, die Patienten, in den Sessellift hoch zu mir schicken. Das hat mir voll geholfen. Ich so, okay, ich platziere so und so, zu dir so und so, zu dir so und so, zu dir. Und dann waren sie bei ihm. Und es hat mich voll entlastet und mir voll geholfen. Und das finde ich so liebevoll, dass Gott sagt, ja, du bist auf dem Lift, es kommt hoch, alles gut. So ein schönes Bild. Genau. Oh, ja. Gut, wir sind schon langsam am Ende hier. Vielen Dank, dass ihr so mit uns dabei wart. Und Rebecca, du magst gerne noch ein Segensgebet sprechen mit uns. Total gerne. Ja, Jesus, ich danke dir jetzt wirklich für jede Person, die jetzt hier dabei war. Ich danke dir, dass du wirklich der bist, der es geliebt hat, mit uns einfach Zeit zu verbringen. Und ich danke dir für jedes Wort, für jede Berührung, die du jetzt geschenkt hast. Und ich spreche es nochmal aus über allen, die jetzt einfach zuschauen. Wir sind berufen und du bist ein königlicher Priester, eine königliche Priesterin. Und mit dieser Gewissheit, dass Jesus dich berufen hat und du in seine Autorität gehen darfst, segne ich dich jetzt für den Tag heute und einfach für die ganze Woche. Dass du wirklich in dieser Autorität alles in die Hand nimmst, was vor dir liegt.
Und ich segne euch mit der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit des Heiligen Geistes, dass du gestärkt bist aus ihm heraus und dass du diese Kraft, die innen aus dir, der Heilige Geist einfach wirkt, wirklich mit dir trägst. Und ich segne euch mit der Güte des Vaters. Seine Liebe hat kein Ende. Und sei gesegnet mit der Zugewandtheit, mit dem liebevollen Blick, den Jesus auf dich hat. Und er ruht auf dir und er begleitet dich durch den Tag und durch die ganze Woche. Und so segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen, ihr Lieben. Amen. Gute Woche euch.